Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ewa und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurden mit dem beschissensten Podcast. ja, der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin, Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Jetzt kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt gecheckt. Kurz und bündig mit motherfucking Postcard. Das ist kurz und windig, Rebellichtli-Umzug. Haben wir vorher angefangen, über das zu reden? Anfangen. Schönen guten Morgen miteinander. Ja. Sprachfehler, wie man uns kennt. Wirklich. Also, ich habe dich vorher gefragt, wann bist du das letzte Mal im Rebellichtli-Umzug gewesen? Und ich habe gesagt, wahrscheinlich 2., 3. Klasse. 2., 3. Klasse. Und zwar, jetzt hast du sehr gute Überleitung gemacht vorher. Weil du hast gesagt... Immer also Sachen, die früher in der Schule hast mit deinen Eltern quasi, oder hast du deine Eltern so dabei haben, irgendeinen Turn, keine Ahnung, Verein oder irgendetwas im Turnen, das gemacht haben, zum Präsentieren oder Rebellicht oder was auch immer, hast du deine Eltern informieren. Genau. Und unsere Eltern sind ungern an so Veranstaltungen gekommen. Ja, vor allem eben so, erklär mal so Rebellicht. Ja. Mit dem, ganz ehrlich, mein Standing mit Deutsch, mit 10 ist besser als Türkisch. Ja, ganz klar. Ich hätte ihnen einfach so Rebellicht, weißt Du nimmst So eine und Kerze, so. du steckst irgendwo rein, hätte ich so gesagt. irgendetwas kulturell und so. Ja. Irgendetwas Ich und- weiß nicht mal, für was macht man das? Eigentlich vielleicht irgendein Schweizer, Lehrer. ist das Schweizer Halloween? Das passiert doch, Rebellicht Ja. passiert doch um die Voll, ja, du oder? gehst rumlaufen, du singst. Rebellicht, alle. Bro, Äh, ich weiß mach nicht, wie das... einmal, ja, ja, fangen? Ja, mach. Rebellichtli. Ich weiß nicht, wie das Du geht. machst mich fertig. Bro, du sagst mach, ich sag, ich weiß nicht, wie es geht. Ja, Bro, es ist ein Wort. Kannst du ein Wort sagen? Ja, das habe ich gesagt. Rebellichtli. Krass, Bro. Ja, Das. das war meine Idee. Gewesen. Ja. Was hast du das Gefühl, wie sagst du Zero. Ah. Aber sie haben gesagt, den Namen, wir können nicht. Ich Check. sagte, dann machen das. Check. Aber eigentlich bin ich die Verdammt im Hintergrund. Check. Pocher ist meine Idee. Gewesen. Wer? Pocher. Oliver Pocher. Ja. Was hat Oliver Pocher Nein, ich mit habe DSDS? verwechselt mit dem anderen Blonden. Der andere Blonde. Alex nicht gleich aussehen. Wie hat er schon geheißen? The Legend. Scheiße. Alter. Mann, der Ledergeschichte. Der Ledergesicht, der Lederschuhe. Wow. Dieter Bohlen. Die Tabolen. Dieter Bohlen. Es ist ja so ein Zeichentrick-Film Zeichentrick! von ihm gegeben. Ja. Bro, der ist 10 von 10 Bro, der ist mit Modern Talking. Kennst du Modern Talking? Das war seine Popgruppe. Ja. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, You my heart, you my soul. Das Lied. Ja. Na. Es können sie, ich habe keine Ahnung. Wie? Bro, das ist... Wir gehen Musik in eine Richtung, wo ich gar keinen Fuß gefasst habe. Er ist wieder voll der. Ja, auf jeden Fall ist er ein Motherfucker, ja. Und er hat auch der Ding, wie heißt der? Ja, bra. Wie heißt der? Kapital Bra. Capital Bra. Du hast heute den Namen schon gesagt. Stimmt. Der Capital Bra hat einen Song gemacht, den er gesampelt hat von Modern Talking. Krass. Und ich weiß gar nicht, wie der Song heißt, aber ich habe mal mit einem mit einem Singlehrer über das geredet. Mhm. Und er hat gesagt, ja, die Jungen heutzutage, die hören alle Capital Bra und singen das Lied vom Capital Bra. Ich muss schnell suchen, wie das Es hat echt eine Phase gegeben, wo der Typ einfach in aller Munde war. Wirklich, gell? Er hat einfach so einen Peak gehabt, Bro. Er hat zum richtigen Zeitpunkt seinen dreckigen, was hat er gehabt? Eistee oder so? Ja, der Brate. Ja. Bro, King. zum perfekten Zeitpunkt raus, Bro. King. Für 4 Franken 90 ihre Kinder verkauft. Wirklich, Alter. Für 4 Franken 90 am Anfang. Der Hype ist rum, er ist schnell abgeflacht. Nachher ist auf 2 Franken runter. Es gibt das Lied von Modern Talking. Sherry Lady. Ah, das kenne ich, ja. Ja, Na, und na, der, na, na, na. genau, das ist Modern Talking. Und der Ja, bra, Mhm. hat das gesampelt, Krass. oder? Und mega viele Junge haben dann wieder quasi das Lied gelost. Ja. Und der Musiklehrer hat so gesagt, das regt mich auf. So ein Klassiker.
Und jetzt singen das alle wegen Capital Bra. Aber eigentlich ist der Song, Ja, ist so. Von Modern Talking. Ja. Und in diesem Zeichentrickfilm, was auch ganz wild war. Ja, also ich weiß nicht, ob das kindergerecht ist, aber ich finde es 10 von 10. Ja, ich glaube, es ist nicht für Kinder. Ich weiß nicht mehr genau. Ich habe ein paar Szenen im Kopf, ich bin nicht sicher, ob es dort kommt, aber Ja. in dem Fall nicht. Es hat auch das kleine Arschloch, weißt du das noch? Also, wo jetzt in dem Film vorkommt oder Nein, ein ein eigener? eigener Zeichentrickfilm, der auch nicht für Kinder ist. Auch so in dem Zeichendings Ja, ist geschmack. auch so Ich glaube, es in hat dem ein bisschen ähnliche gehabt. Ja, Ich ja, glaube, ich ja. könnte schon sein. Vielleicht schon mal gesehen, ja. Ja, ganz lustige Zeit gewesen. Das war ganz geil. Gewesen. Scheiße, Mann. Weißt du, wenn man gerade über Fernsehen redet, als Kind, Mhm. vielleicht haben wir schon mal über das geschwätzt. Ja, ja. Haben wir? Ja. Ah, okay. Also, schon wild gewesen, nicht? Dass einfach Eurosport nach der 12. Für mich ist, ich muss etwas aufmachen, für mich ist das Wildeste gewesen, Ja. also das Riskanteste war, wenn du als Kind eben so Mitternacht oder mit zum Abend verwachst, Mhm. dann gehst du Fernsehen schauen, Mhm. deine Eltern verwünschen dich Mhm. und die denken, du bist extra verwacht, um Pornografisch. unanständige Sachen anschauen im Fernsehen. Aber du bist einfach wach gewesen, bist Fernsehen gegangen und nachher hast du die Sachen gesehen, so, oh krass. Aber hast du nicht extra geschaut? Nein, natürlich, Bro, also ich weiß jetzt nicht mehr, wo, so für jede Sekunde, was abgelaufen ist, aber ich weiß ganz genau, dass ich, wenn ich so eine Szene gesehen habe, sicher nicht sofort weggelegt habe. Ja, ging man. Aber ich habe gewusst, Bro, unsere Türen sind so gewesen, weißt du, Wohnzimmertüren, es ist so. Stimmt, in so einer Schiebetür. Genau, ja, das Ja. heisst, du siehst nicht, also es ist so Und es hat so Milch. Milch, genau, ja. Mhm. Also du hast nicht genau gesehen, was, aber wenn sich eine nackte Frau bewegt, dann siehst Ja. du, erkennst Und wenn du Erfahrung hast. wenn du der Checker bist. Heute Morgen ist mir in den Sinn gekommen, ich muss ich das unbedingt fragen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht mehr, ich weiß nicht wieso, keine Ahnung, weil ich Ja, nicht so viel okay. oder nicht so gut gepennt habe. Scheiße, wieso? Du pennst recht spät, gell? Nein, nicht wegen dem. Ich bin ja jetzt auf den Hund am Schauen von meiner Freundin Mhm. und Peach ist ein bisschen verwöhnt. Mhm. Bro, er ist gesagt, er ist Mensch. Er ist Mhm. gesagt, auf dem Bett pennen und dann Mhm. am Morgen um 2, 3 macht er Radau. Er sagt, nimm mich aufs Bett. Check. Und ich sage, nein, er sagt, du machst. Und dann sage ich, komm, sagt er, nein, komm doch nicht. Keine Ahnung, das war das gewesen. Ja. Weißt du, was mir letzte Sache dir auch noch erzählen Mhm. Weil wir haten ja immer sehr krass gegen SBB. Ja, Zum berechtigt. Beispiel. Ja. Berechtigt, oder? Aber ich glaube, ich sage jetzt mal, Gruppierung, Mhm. wo auch sehr viel Hate verdient, wo in der gleichen Kategorie verkehrt, Wortspiel auch. Dankeschön. Dankeschön, ist ZVV. Mhm. Wegen? 2 Sachen, Bruder. Erstens mal, ich wohne in Zürich. Ja. Oder? Und das Ding ist, ich wollte anfangen Velo fahren. Ja. Oder? So, natürlich. Was ist das? Das ist der Pascha, wenn er sich am Putzen ist oder wenn er sich am Schnarchen ist, Bro. Krass. Auf jeden Fall. Dann macht erwachsene Menschen grüßen. Auf jeden Fall. Ich wollte Velo fahren aus mehreren Gründen. Einerseits aus sportlich, also mehr sportliche Aktivität. Mhm. Und zweitens, ich hasse es, dass ich von einem Ort in Zürich zum anderen Ort, Bro, von mir daheim, in mein Alter daheim, also Lochergut, Ja, habe ich mit Tram 1/2 Stunde, Bro. das ist unchillig. Das ist, also, wie? Keine Ahnung, Bro, ich weiß nicht. Und darum fahre ich in letzter Zeit eher viel Tram, so, beziehungsweise weil jetzt der Winter kommt zur Szene. Und darum fahre ich viel Tram. Und letztens ist einfach etwas passiert, Bro. Das macht mich so hässlich. Das hat mich wirklich so hässlich gemacht. Was? Ich bin im Tram, Bro, und ich schaue raus und ich sehe einen rennen aufs Tram. Mhm. Was machst du? Ja, du versuchst, wenn du an der Tür bist, du drücken und versuchst eben. Genau, ich habe gedrückt und ich habe meinen Fuß auf die Platte da. Ja. Neben mir ist eine, die Tram fährt, die für die ZVH schafft, Mhm. aber nicht in dem Moment Am nicht Fahren ist, ja. am Fahren ist oder auch nicht kontrolliert, was auch immer. Du hast einfach erkannt, sie hat ihr das Sie hat ihr ZVV. Outfit angehabt und so. Dann höre ich so. Hat sie nicht vielleicht einmal mehr gemacht? Zweimal mehr hat sie gemacht, stimmt. Bruder, das ist 3 Sekunden gegangen. Ja. 3 Sekunden. Dann schaue ich sie an und sie schaut mich einfach so. Sie schaut mir einfach tot in die Augen, Bruder, so. Bro, sie hat jetzt endlich live den verwünscht, der dafür verantwortlich ist, dass am Ende vom Abend jeder ZVV
Wow. ZVV. Jeder ZVV-Fahrer 1 Minute, 2 Minuten Sportfeierabend gemacht. Danke, Bro. Jetzt haben wir dich. Bro, und ich habe sie angeschaut, ich habe wirklich, es hat mich so hässlich, ich habe ihr gesagt, haben wir das Problem? Mhm. Oder ich habe gesagt, ist etwas nicht gut, irgend so, aber Ja, wirklich so Ja. aufgemuckt. So. Ich hätte sie auch können knocken, weißt du. Darum habe ich auch aufgemuckt, muss ich sagen. Ich sehe kein Gender, Bro, mir ist egal. Okay, Weißt du, was ich okay. Wenn du Beef willst Beef, mir ist egal, wie du aussiehst. Voll easy. Außer du siehst stärker aus als ich, Ja. oder? Dann, Dann wollte ich kein Beef. Aber die hätte ich genockt. okay. Fair stehst du zu deiner Ja, Stärke. ja, ganz klar, Bro. Ich sehe kein Ding, weißt du. Ich bin Feminist sowieso. Mhm. Ich habe sie angeschaut und ich so, das läuft Logo. Haben wir Stress? Nein, ich so, haben wir ein Problem oder ist etwas nicht gut? Dann hat sie mir so gesagt, ja, es ist nicht gut. Tram fährt man für die an der Haltestelle sind, nicht die an den Grenzen kommen. Ich habe gesagt, so die zwei Sekunden haben etwas ausgemacht. Ja, Zeitmanagement. Und Bro, nachher habe ich so gedacht, also weißt du, ich habe so ein bisschen umgeschaut, ich habe gedacht, so, gar nicht gerade dumm. Oder so gesehen das andere auch. Ja. Und Bro, ich schaue an und du weißt schon, Zivilcourage in der Schweiz ist immer so ein Ding. Bro, ich schaue links und rechts, so, wo jemand weißt du, so, wo jemand mir Rücken gibt. Du so, help me! Also, wo jemand Rücken gibt, was ist los? Leute so am Tram geguckt, wow, ist das weißes Glas? Bro, Leute so Augen vermeiden, Bro, der Blick, den kann Ja, vermeiden. das ist der Hilfe, krass, in Farbglasglas. Krass, Bro, ich habe dort gedacht, krass, man, ich bin allein mit dem Kampf. Bro, Zeitmanagement vielleicht sogar Passagier. Ey, also, ist das nicht Flavio gewesen, oder die SRF Impact Doku gemacht hat? Oder ich habe es einfach auf YouTube gesehen, glaube ich. Livio, Mensch. Livio, sorry. Flavio ist der andere Schweizer. Ja. Okay, sorry. Wo eben Doku gemacht hat, unter anderem. Ich verstand die Verwechslung, weil beide sind obdachlos aus, Bro. Beide, Flavio Stucki und Livio, Carlin. beide sehen aus wie keine Liebe Ahnung. Grüße. Nein, liebe Grüße. Fuck, aus dem Konzept. Also auf jeden Fall. Sie haben den Doku über Trump Genau, gemacht. und dann geht es auch darum, so wie es ist, und du siehst so zu keinem Aspekt oder zu. Also ja, man sieht nicht so, dass es irgendwie wie stressig ist. Man sieht auch, dass es wie so ein bisschen Doku ist, wie so, hey, look, Tramfahren ist cool und eigentlich macht es Spaß. Und es ist nicht, dass nur alte Weise oder alte Rentner das fahren oder so, sondern da ist ein Junge, der das auch fährt. Das wurde spaßig ausgesehen, ich sag dir ehrlich. Geh noch Trump fahren. Aber so Sachen, Bro, wo man. Jetzt ist die Frage, ist er am Pingelig tun, weil er also im Nacken geschäftsseitig klebt und sagt, wir müssen effizienter werden oder schneller und so. Aber wenn, was interessiert dich das in dem Moment? Du bist als Gast in dem, du benutzt ein Fortbewegungsmittel. Ja, Weißt du, was mir das für Vibes gibt? was? Kennst du die dreckigen Nuttenkinderbullen, Ja. wo so Ja, kann ich. ihre, ja klar, Punkt, fertig, Satz Ja, beendet, fertig, ja. Dankeschön. Schönen Tag. Spaß. Die dreckigen Bullen, Mhm. wo so außerhalb von ihrer Geschäftszeit. Es hat doch mal so einen Fall gehabt, wo einer im Stau war und er ist ein bisschen näher aufgefahren und der Typ ist ausgestiegen aus dem Auto. Aha, nachher ist er Bull und so und er weiter. hat so einen Ja, um den Hals so einen Karton gehabt, wo gestanden Ja. ist Polizei. Ein Ja, ja. Karton, Bro. Ja, irgend so etwas, ja. Und er hat so gesagt, hey, ich bin zwar nicht im Dienst, aber ich verwünsche dich. Und hat ihn voll angefickt. Voll anfangen angeschrien. drohen, so, ja. Genau, das ist für mich der gleiche. Bro, Ja, ist gleich nicht so. hey, mach deine Fresse wegen 3 Sekunden, Bro. Jetzt, wir alle sind 3 Sekunden zu spät, vielleicht jetzt. Aber der muss auf seinen nächsten Tram warten. Bro, vor allem, ich habe noch nie gesehen, wenn ein Tram fährt ja nie, keine Ahnung, wenn er eine Minute vor dort ist, dann ab. Er wartet einfach bis Punkt ist und dann fährt er auch ab. Genau. So, und in der Regel, wenn er überpünktlich ist, was macht er, Bro? Oder auch Busfahrer? Sie wartet vorher irgendwo. Nein, Bro, die fährt 20. Ja, stimmt, ja. Die fährt 20. Ja. So, eiskalt so, die ganze Stadt fährt jetzt 20. Wirklich. Die so, er so, Bro, krass, ich bin einfach mit dem Zeitmanagement voll drin, ja, dann fährt das ganz Winter 20. Schade. Das ist fair. Die ganze Zürcher Straße nimmt jetzt einfach, bis Ja, fair. du bis ober ist, scheißegal. Das stimmt. Und das Gute an Trams ist ja, dass sie meistens so ihre eigene Lane Voll. fahren. So. Das finde ich richtig geil. Also, Winter kann ich mal sehen, wir einen Tram gehabt, warum nicht so? Okay. Ja, ich fahre viel lieber Tram als Bus, zum Beispiel. Das ist einfach, ja. Schon die Linie macht es aus, Bro. Aber weißt du was? Bro, Busfahren in Zürich ist auch ganz wild. Ja, ja.
Ja. Also einerseits, ich glaube, alle Busfahrer in Zürich sind auf Crack Cocaine, Bro. Weil sie Du drucken musst ihn, fast, Bro, Alter. sie drucken ihn. Und es gibt so 1-2 Busse in Zürich, dort weisst du einfach... Ja, Bro, der 31er. Der 31er, Bro. Bro, das ist, ich sag bis heute, der 31er ist vom Kanton ein Projekt Soziale Integration. Ja. Einfach mal wild, einfach mal von jeder Schicht alles mögliche in einem Bus. Wir schauen, wie es kommt. Es ist so... Bro, Wir schauen, ob sie sich klarkommen. Bro, ich fahre da drin, ich sehe einen, ich spüre einen, schaut mich an, ich schaue ihn an, macht so... Ich denke so, was willst du, Bro? Sie können nur einstempeln und Ich arbeiten. will schnell schlafen, Bro, bitte lass mich in Ruhe. Alter. Ich könnte etwas anderes, also ich Ja. kann eigentlich 2 Sachen wieder besprechen. Also einfach mal ansprechen. Also, du bist ja an dem Gur Integration gewesen. Genau, ich bin an einem also Wie heisst der Event? Wie hat der geheißen? der Event hat geheißen, irgendwie, also ich weiß nicht, wie er geheißen hat, aber er ist von der Fachstelle Integration Chur gewesen. Ja. Und ich bin gegangen als... Du bist in Chur gewesen, oder? Mhm. Wow, lustig, okay. Es ist noch easy. Aber Also ich bin gegangen. ich bin gerade in der 10 von 10, ja. Ja. Ich bin auf Chur gegangen und ich bin eingeladen worden als Gastreferent Ja. und habe so einen Vortrag Mhm. müssen halten oder dürfen halten, das Vorwort, Ja. 5 Minuten vor diesen, vor Menschen mit, die einen Migrationshintergrund haben, aber Ja. vor allem für Menschen, die in Integration arbeiten oder auch für Politikerinnen. Ja. Okay, 10 Du? von 10. Ich bin an der Podcast-Konferenz gewesen, Dezibel. Mhm. Und habe dann dürfen so mit 2-3 anderen ein Panel quasi für, also eigentlich, es sind krass, aber eigentlich bist du einfach auf einer kleinen Bühne Mhm. mit so Barhocker. Mhm. Eine reitet das Gespräch und es ist um Gen Z gegangen, weißt du. Mhm. So, ich bin jetzt vorher da gekommen, weil ich habe gedacht, vielleicht kann man ein Netzwerk und so. Ja. Und dann der Panel, der vor uns ist, zugelassen. Ich kann schauen, wie die Audience ist, weißt, was sie Ja. so erzählen, Krass, wie Allianz. Krass, wie sie ticken und so. krass. Einfach mal, wie es runtergenommen hat. Weil Bro, alles, was ein Podcast ist, Podcast-Festival, Podcast-Konferenz, was immer, ist ja neu für alle in der Schweiz. Ja. Das heisst, einfach mal schauen, was läuft. Bro, vor uns ist jemand, sagen wir sind 5 bis 6 gewesen und ich bin so im Block 4 bis 5 gewesen. Und ich kann gut zuhören. Und da geht es, glaube ich, um wieso Video im Podcast Sinn macht. Also wieso den Podcast ein Videoformat führen. Und am Schluss gibt es Fragerunde. Und ich so easy, weißt du, vielleicht gibt es auch interessante Fragen, vielleicht kann ich etwas mitnehmen. Mhm. Einer steigt auf, Mhm. kommt der Mic über, also eine. Und mit der Stimme, ich habe gedacht, Bro, jemand hat dich gedroht. Weil sie so. Also wenn man Videos aufnimmt und das dann als Podcast anladet, macht für mich absolut keinen Sinn. Ist völlig daneben. Man kann es ganz so gut einfach ein Doku nennen. Für mich ist es ein Doku. Macht für mich keinen Sinn. Was ist der Unterschied zwischen einem Doku und einem Videopodcast? Jetzt ist dort oben eine, die das führt. Was ist das für eine Frage, Bro? Ja. Was ist der Unterschied zwischen einem Doku und einem Videopodcast? Ja, und dann hat sie gesagt, Hero, Nein, nachher, es ist einfach. Es gibt verschiedene Ansichten zu Videopodcasts. Das ist echt abgespielt, ich so easy. Ich habe gedacht, Alter, ich schaue so in die Menge und es hat viele, so 30, 40 gehabt, viele auch drüber. also nochmal, es war ein Festival gewesen. Genau, wo es so darum geht, wo so ein bisschen für Leute, die Podcasts machen. Also von Podcaster für Podcaster. Genau, von Podcaster für Podcaster. Dort gibt es Workshops. Es hat einen Live-Podcast gegeben, dann gibt es so Panels, wo so Leute aus der Branche, zum Beispiel Gen Z wie ich, jemand hat Videopodcast geredet und so. Und dann bin ich dran gekommen. So. Und ich bin dort und sage ja Gen Z und so weiter. Und jetzt, ich bin Also du bist der Repräsentant für Gen Z. Kische. Okay. Also, Du bist nicht mal Gen Z. eben, look, ja, Bro, wo wir gemacht haben, bin ich Gen Z gewesen. Nein. Ah, war stimmt, das ist ja Jahrgang abhängig. Ja. Okay, auf jeden Fall, ich habe das so verkauft. Ich so, ja, ich bin Gen Z gewesen. Auf jeden Fall. Wir sind dort oben und ich sehe die Leute, weißt und ich so easy, wir sind am Reden und so weiter. Und jetzt die Leute sind dort und versuchen etwas mitzunehmen, weißt aus dem Gespräch. Mhm. Und dann kommt so die Frage, zum Beispiel die erste Frage. Habt ihr, ja, Serhat, wie sind ihr da vorgegangen? Habt ihr euch speziell vorbereitet? Was habt ihr beachtet? Was war die Strategie gewesen? Und Was war die Strategie gewesen? Wie haben das gebracht, 60-70% von eurem Inhalt mit dem können Gen Z abholen? Genau, weil das ist vielleicht der Punkt, oder? Ja. Viel von unserer Hörerschaft befindet sich in dem Spektrum von Gen Z. Voll. Und darum haben sie dich eingeladen, oder? Genau, ja. Also, uns im Wunder,
was so der Way to go ist, zum Gen Z erreichen. Bro, ich bin dort gewesen und ich so, also ja, wir haben die Marktanalyse gemacht. Wir haben, uns ist wichtig gewesen, dass wir die Zielgruppe eindeutig erreichen, mit ganz klar gezieltem Inhalt. Ich so, ganz ehrlich, wir haben einfach gemacht. Ja. Nachher ist sie so, ja, ich so, ja, wir haben einfach gemacht. Nachher hat einer so gefragt, also ja, was einfach gemacht, also kannst du mal erklären, wie haben der, was sind so die Beweggründe, wie sind da angefangen? Bro, und ich bin dort und wieso ich das jetzt erzähle ist, ich bin dort gewesen, von einem Podcast, der einfach gemacht hat und die Leute haben erwartet, dass jetzt etwas kommt, Erfolgsrezept kommt. Ja. dass jetzt etwas bekommen, weißt du, so, so funktioniert das. Und nachher, easy, ist das fertig und jetzt kommt der Geist, Fragerunde. Das hat mich genommen. Bro, einer stellt professionelle Frage, also hey, ich habe eine Frage wegen dem, ich gebe so mein Feedback, was wir gemacht haben, easy. Einer steigt auf, ganz hinein. Ich sehe von weitem, es ist dunkel, weißt du, ich sehe von weitem. Brauchst du Brille? Nein. Okay. Ja, ich frage einfach. Nein, es ist abdunkel. Nein, wie du gerade so gemacht hast. Ja, weißt du, Kies, ich habe so gemacht. Ja, Nachher, okay. ich schaue so ganz hin und er ist nicht so hoch, er ist so hoch. So am hinteren Ende Bre. Ja. Er so, Er streckt auf. Mike Hund. Ja. Er so, ja, also, keine Ahnung, man, wie haben ihr, also kannst du mir noch mal kurz erklären, wie haben ihr angefangen? Nachher, ich kann so lachen, Bro. Ja. Ich so, du bist bekieft, gell? Hast du gesagt? Ja, mich hat es genommen, Bro. Es geht nicht anders. Ja. Er so, nein, weißt du, ich bin besoffen. Was? Ja, nachher, ich so, geil, nachher habe ich ihm so erzählt, ich so, Bro, entstanden in der Pandemie, wir haben einfach geredet, dann haben wir gefunden, komm, machen wir einfach. Easy. Bro, ich glaube, der Hund ist kaputt. Nein, er hat noch Garantie. Okay. Bin verlängert. Ja, okay. Easy. Ich bin fertig, ich gehe hinterher. Und ich bin so am Hängen, Bro. Und ich rede so mit dem Damian. Und ich sehe so Augen so. Kommt vor meinem Gesicht. So mit so Augen. Und ich schaue so, ich trainiere dann. Er so, hey, Mann. Nachher ist so, ja. Er so, alle die sind gekommen. Und denkt, das ist ein Plan. Das hat mir das gemacht. Ich so, ja, voll. Er so, geil Sicht. Ich so, danke. Ich so, du bist auch ein Podcaster. Ja, nein, Bro. Ich so, okay. Mein Geschäft hat mich gezwungen. Ich so, dann suche ich einfach. Also, du hast mich abgeredet. Ich so, küss dein Herz. Geil. An dem bin ich gewesen. Und etwas anderes willst, Bro. Jetzt komplett weg von dem. Sorry, ich habe es angeschnitten. Ich will unbedingt erzählen, dass ich den Typ kennengelernt habe. Geil. Etwas anderes. Bro, 2024? Nein, warte. Anders gesagt. Wie lange machst du schon so, keine Ahnung, seit 16, 14, 15 Regie führen, mit Content schaffen und so? Also eben, es kommt ein bisschen darauf an, wie du das würdest beschreiben. Okay. Sagen wir, ich weiß, dass du mit Schauspielern schon viel Freunde zu tun hast. Fuck, ich sollte dir einen Gruß richten von jemandem. Okay. Fuck, jemandem seine Tochter. Warte, jemand ist meine Tochter. Nein, jemand. Fuck, hilf mir. Aber musst du Namen nicht sagen. Ja. Ich habe jemanden kennengelernt und gesagt hat, ich bin Nachbarin von Josh von früher. Er ist mit meiner Tochter ins Theater gegangen oder so. Schweizerin, hat in Törs damals, geht irgendwie ein paar Blöcke weiter. Sie hat eine Tochter oder so. An diesem Abend haben sie kennengelernt. Sie so, Okay. mit J fängt der Name an. Aber egal. Egal, ja. Bro, du hast schon mit Content schon, sagen wir, 2011, 12, 13 schon geschafft. Ja, also als ich 17 war, habe ich meinen ersten Kurzfilm. Okay, und wann hast du den ersten Content gemacht, so sagen wir als Social Media, etwas, wo du erstmal selbstständig bist? Ja, was heisst erster Content? Also ich Oder habe Praktikant oder so? Also habe ich das erste Mal etwas erstellt, Ja. so für Social Media. Ja, genau, für irgendeine Marke oder Brand. Okay, also nicht einfach einen Post gemacht für mich. Nein, irgendjemand ist gekommen, hat den Cash gesagt, wieso mach Aha, etwas. okay. 2017. Okay, vor 7 Jahren. Ja. Okay. Ich hätte es ein bisschen weit rausgeholt. Ich dachte, das kommt viel schneller auf den Punkt. Aber auf jeden Fall, hättest du 2017 gedacht, dass wenn es mal Awards gibt für Leute, die Social Media Sachen machen, dass die Kantonspolizei gewinnt. Bro, grundsätzlich, wie spät ist? 13:12, okay. Er ist smooth gekommen, wie ein kranker Psycho, Mann. Dankeschön, mein Bruder. Sehr. Die Leute das jetzt die sagen, ja, weiter Männer was fast alle hatet. Aber es ist jetzt nur wegen dem Witz, los ist halt so. Ja. Also du redest, okay, reden wir über Swiss Influence Awards. Genau. Okay. Der Award hat gewonnen
also einer von den Awards, haben Und also Kategorie Brands. Kategorie Brands Wir in der Schweiz haben. anscheinend, ja. Auf jeden Fall, gewonnen haben die Kantonspolizei Aargau. Ja. So, und jetzt wollte ich dir jetzt mal aus 2 Sichten erzählen. Die erste Sicht ist als Teil von der Content Creator Bubble und auch Konsument. Beziehungsweise, nein, die erste Sicht ist die Creator Bubble und die zweite Sicht ist Konsument. Sie machen ja anscheinend nicht schlechten Content. Mhm. Also das heisst... Darf ich meinen Sackmesser mit als nächsten Open Air mitnehmen? Nein, Tobias. Wenn Kling aber 5 cm, weißt du, so. Ja, so kann das Sachen, machen. glaube also das Einzige, was ich jetzt gesehen habe, ist, dass der Flavio Stucki, der eben ausgesehen hat, als wäre obdachlos, Ja. den Award geklaut hat von ihnen. Geil ist ja. Geil sich. Und jetzt sind sie sich gegenseitig am Aufspielen. So. Auf Social Media ist geil, ja, ist lustig. Genau, das ist ja lustig, oder? Ja. Kann man ganz Ja, ehrlich voll. sagen. So, aus Creator-Sicht ist es auch sehr schlau, was sie machen. Marketingtechnisch, Bro. Marketingtechnisch, genau, das meine ich. Kantonspolizei Aargau, Bro. Gut. Rauskommen. Was ist der Auftrag von der Kantonspolizei Aargau? Oder von dieser Abteilung Social Media? Nein, warte, gute Frage. Ja. Ohne Social Media. Was ist der Auftrag von Kantonspolizei Aargau? Hey, einfach mal weniger Hurenkinder sein, so, glaube ich. Ja, also jetzt seriös. Aha. Was ist der Auftrag Ja, von der Polizei? der Auftrag ist ja Staatssicherheit gewährleisten oder Sicherheit gewährleisten. Ja. Ich kann da gar nicht mehr sagen, sie sind da für Sie Sicherheit ist- und Ordnung. Was sagt man dem? Sie ist einfach die staatliche Gewalt. Gewalt Mhm. zum Recht und Ordnung Ware. wahren, aber auch durchsetzen. Ja, ich glaube. Also ja, ich glaube, das ist es. Ja. Ja. Tönt fair. Tönt fair. Geil, das ist Influencer Award. Aber eben jetzt aus Creator-Sicht, Ja. so, was ist der Auftrag vom Social Media Team? Ja, wahrscheinlich Aufmerksamkeit generieren für die Kantonspolizei, damit vielleicht Rekruten kommen. Ja, genau. Also kurz gesagt, Imageverbesserung, Ja. oder? So. Und jetzt finde ich es eben krass, dass die Kantonspolizei Aargau wie so meiner Meinung nach zwei Hauptgeschäftsfelder hat. Das erste ist ein 14-Jährige, wo kiffen, jagen. Ja. Und das andere ist eben ein Award gewinnen, so beziehungsweise Geil, Social Media Alter. Filme machen. Und da frage ich mich jetzt einfach auch als Konsument vom Social Media. Steuerzahler, kann man auch sagen. Steuerzahler, genau. Weil das ist ja eine Diskussion, die sehr oft vorkommt, zum Beispiel beim SRF auch. Fast jeder Beitrag bekommt einen Kommentar à la «Aha, für das zahle ich SRF». Das ist einfach pauschal. Ja, Mit dem muss einfach rechnen, ja, Es safe. gibt 3 Regeln im Social Media. Ja. Erstens, unter jedem SRF-Beitrag schreiben «Für das zahle ich SRF». Zweitens, unter jedem frauenorientierten Beitrag schreiben «Ja, aber dann geht doch Militär». Mhm. Und drittens, Kantonspolizei Aargau ist ein Hurensohnverein. Ja. Das sind so die 3 Regeln. Okay. So. Könnt ihr uns anzeigen? Für Rufmord? Wie das Rufmord, okay, Batterie, warte. Nein, keine Ahnung, oder Image-Schädigung. Ich weiß nicht, aber irgendwann wird sicher der Fall kommen, Bro, Ja. wo wir sagen, so, Ja. der Brief ist nicht geflattert. Wir Ja. haben das Boah, die erste freu Anzeige. mich. Zeig das bitte an. Nein, einfach, ich weiß nicht, wann, wer, wie, wo, was. Aber ich glaube, dann wird das einfach contenttechnisch ausgeschlachtet. oder stimmt nicht? Wo ist der Knopf? Gibt es den noch? Der müsste schon rum sein. Geier, Mann, Geier. Der müsste rum sein. Was ich aber muss sagen ist, hast du gesehen, wie der Flavio den Award geklaut hat? Ja, quasi? ja. Ja. Bro, Flavio ist ein geiler Sieg. Eier, Bro. Ich habe ihn, also ich muss ehrlich sagen, seit seinem Cypher-Part, Mhm. anderes Standing bei mir. Bro, ich habe schon immer Respekt gehabt vor ihm. Anderes Standing. Also nicht, dass ich keinen Respekt hatte vor ihm, aber ich weiss, denke, was du wieso. meinst. Also, Bro, er ist einfach ein Influencer, der gerappt und er ist Ja. viel besser als viele andere. Also, was heisst das? Das Ding ist eben auch, Flavio Stucki als Influencer, oder ich meine, er ist ja 2 Sachen, wo ich eigentlich sehr fest, 3 Sachen, wo ich sehr fest verurteile. Ja. Erstens ist er Basler, Bro, ich weiß nicht, bei ihm denkt das voll aus bei mir, ich weiß aber. zweitens es nie ist er präsent. Influencer Ja, und drittens ist er Fokuhila-Träger, ja, oder? ja. Und das sind für mich schon mal so 3 Optionen, die allein schon problematisch sind. In Kombination ganz schlimm, aber er hat einen Pass, Bro. Er ist einfach Flavio Stucki. Flavio fucking Stucki. Gut, es lange, wir haben genug über ihn geredet. Ja, ja, fix. Also, eine Brandpartnerschaft mit ihm. Ich schwöre. Auf jeden Fall, er ist ein sehr geiler Sicher, er weiß was machen, er Ja. weiß wie machen und der wird noch gross, Bro, ganz klar. Safe 100%. Ähm, Mahana. aber was haben wir wollen sagen? Eben, wir sind Swiss Influencer Genau, Awards und jetzt genau. haben
der Auftrag von der Kantonspolizei ist einfach in dem Fall ihren Ruf ein bisschen verbessern und deswegen Genau. sind sie auf Social Media unterwegs und dann für das einen Preis bekommen. Genau. Und ich meine, wenn du das anschaust, ich sage jetzt mal, international, ist das ja schon etwas, wo andere Länder oder andere Großstädte sehr gut machen. Sehr gut machen im Sinne von, sie haben eine riesige Abteilung für Marketing oder Social Media, um den Ruf zu verbessern. Ja. Oder? Ich finde es einfach wirklich, ich muss einfach ehrlich sagen, es schüttelt sich alles in mir. Wenn ich so daran denke, dass es wie so halt Polizistinnen gibt, wo so Social Media, Wo kein vorne nachher machen. so Bulle-Influencer, genau. Genau. Das finde ich ganz, ganz unangenehm. Ja. Es ist eine Zeit, wo. Ja. Also, das Ding ist, ich glaube, wir werden noch anderes Zeugs erleben und sehen, wo es abcringen wird, Social Media, weil einfach Social Media das Informationsmedium wird sein. Für egal was. Bro, ich weiß nicht, was in 5 Jahren kommen wird, aber so wie es Facebook noch hat, so wird es auch TikTok nehmen. Ich vergiss einfach nie, dass während der Pandemie die Bullen tanzt haben vor der Kamera. Ja. Das vergiss ich nie. Amix, wenn ich meine Augen Pandemie ist zumache, wild gewesen, Mann. amix, wenn ich meine Augen zumache, sehe ich das. Wie die alle so zum Gleichen so einen Flashmob gemacht haben. Ja. Bro, wenn wir schon bei Swiss Influencer Award Ja. sind, Ich ich hatte habe das auch noch Gefühl, ein, zwei Sachen. wir können grad, ist gerade lustig, ist auch grad gut. Wir sind ja da hungrig Mhm. und es ist gestanden Flying Apero Mhm. und wir hatten Hunger gehabt. Also wir können schnell offen und ehrlich Kritik sagen. Aha, Organisationstechnisch ja, das kannst du sagen, ja. kann man es ehrlich Ja, sagen, safe, Alter. es war wirklich schlimm gewesen. Okay, ja, ich habe gedacht, das kommt so vielleicht 1, 2 Sachen. Weil grundsätzlich ist ja nicht alles für mich, also was für mich, 2 Sachen sind es einfach vor allem. Mhm. Warten, Bro, ich habe so 3/4 Stunden warten. Ja. Haben mich angeschissen. Ja. Nicht weil ich verwöhnt als ich bin, sondern weil Leute, die Ticket gekauft haben, schneller reingekommen sind, regulär. Genau, aber sie haben uns geschrieben, kommt bitte am 6 Uhr. Mhm. Es gibt Interviews, es gibt Essen, es gibt dies und das, oder? Ja, So, wir sind am 10 ab 6 Uhr angekommen. ja. Und dann haben wir müssen bei der Warteschlange, die anscheinend für Top 3 ist, Ja. Warte. warten. 40 Minuten. Während andere, die irgendwie VIP oder was weiß Bro, einfach normale Tickets kaufen, Normale über, Tickets? über Ticketmaster, das sind schneller drin gewesen, schneller Bro. drin als mir, Bro. Ich so, bist du Top 3? Also, hä, wer bist du? Ich so, bist du Top 3? Nein, Ja. Bro, ich wohne in Buchs, ich bin kein, ich will schauen, ich will den Tirol nicht mehr da gewesen. Ah, easy. Und zu all dem, so, eben, es ist sehr voll gewesen, ist ja schön für sie. Ja, Schon fix. Das entschieden. finde ich schön, dass so viele Ja. Leute Interesse hatten an, Ja. an Social Media, so Ja. gesagt. Was ich nicht verstehe, was ich nicht ganz verstehe, ist, wieso so, eigentlich, was ist der Event gewesen? Wir sind angeguckt, Mhm. jede Kategorie ist abgezählt worden und dann hat man den Preis bekommen Mhm. und dann ist man wieder gegangen, Ja. oder? Und ich sage jetzt mal, organisatorisch, ich glaube, was gut war, ist sicher, wo man auch noch muss sagen, ich habe die Bühne Ablauf mit Ja. Bro, Moderatoren haben es 10 von 10 gemacht. ja, also ja, Also der Dings hat es 10 von 10 gemacht. Janik heisst er, glaube Ja, ich. Der hat es sehr geil gemacht. geile Sicht, hat es auch geschrieben. Ja. Also Bro, ich weiß nicht, jetzt seriös, Ja. du hast ihm den Böll übergerührt. Ja. Der Motherfucker, auf welche Sprache du willst, hat einfach Ja. übernommen und hat weitergemacht, Moderation. Er hat es sehr gut gemacht, Bro. Er fährt ja ein bisschen den Film, so Ja. den Meme reden und Ja, was ich auch sehr lustig fand, und das sage ich jetzt auch, ich liebe es, dass ich das da in die Kamera kann sagen. ja, Da kann man mir nicht sagen, du redest in seinem Rücken. ja. Mache ich nicht, ich sage es in die Kamera. Okay, ja, sag. Was kommt jetzt? Nein, aber ich meine, wieso, er ist ja eingeladen worden zu so verschiedenen Podcast-Formaten oder was weiß ich, weil er ist ja mit einem Clip ist er viral gegangen. Ah, jetzt reden wir von dem, von Ja, Janik. Janik, Ja, genau. okay. Weil er hat ja gesagt so, Ah, der Basketball-Kommentator. genau, er Ja, hat genau, gesagt, ja. Bruder, ich habe Termin. Ja, genau. Viele andere gesagt hat, ja, er ist vor allem Genau. durchgegangen dort. Voll. Und er ist ja wegen dem, oder? Und dann habe ich mir dann gedacht so, okay, also kommst du jetzt Beifall über und Fame oder was auch immer, weil du einen Satz, wo es gibt, Albert Röschi, sorry, einen Satz, wo es gibt, benutzt und wegen dem ist jetzt geil, oder? Bro, vielleicht ist es lustig, wenn er es sagt, So, ich weiß nicht. Genau. Ja. Dann ist er an einem
Podcast gewesen, und dann hat ihm der Podcast-Typ gefragt, so, ey, wie bist du auf das gekommen? Und hat ihm gesagt, den Satz gibt es schon, ich habe ihn einfach wiederholt. Ja. Sehr sympathisch. Ja. Und an dem Abend hat er mir gezeigt, okay, Bro, der Typ tut sich vorbereiten. Also, er hat anscheinend keinen Anschiss gehabt, Ja. er hat es nicht gezeigt. Ich hasse Hosten zum Beispiel. Ja, safe. Ja gut, wenn es so etwas mit Professionelles ist, wo einen Ablauf hat, würde ich vielleicht auch, aber wir haben einfach nicht so, ja, egal. Ja. Und er hat sich vorbereitet, er hat für jeden einen Spruch gehabt, er hat, Bro, darum geile sich. Wirklich, das hat sehr Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Aber alles in allem ist es so ein bisschen ein durchgetakteter Ding gewesen, so quasi. Gut, 3 sind vorgestellt, du gönnst, komm auf die Bühne, sag Hallo. Ja. Und dann, und ganz schlimm habe ich gefunden, dass alle 3 haben müssen auf die Bühne gehen. Das habe ich gut gefunden. Ja, fix. Keine Ahnung, Bro, ich meine... Also alle nominiert haben. Ja, fix. Nachher Es gibt noch so einen Vibe von Spannung, dass jetzt Ja, einer das von ist ja- den 3 könnte gewinnen, genau, weißt das war ihre Idee gewesen, so. Ja, also du könntest natürlich einfach sagen, und gewonnen hat, und dann hast du einfach Ja. den Preis und dann geht es auch weiter, aber so Ja. ist dem Ganzen noch ein bisschen das Spannungsgefühl. Also, ich finde es Ja, gut, ja, ich finde es Das gut. ist Ansichtssache, glaube ich. Aber sonst, als ich das Event, ich glaube, was wir falsch gemacht haben, weil wir sind ja eigentlich gegangen, weil wir haben ja eigentlich gewusst, dass wir nicht gewinnen, und wir haben vielleicht auch nicht unbedingt wollen gewinnen, ich weiß nicht. Also. Nein, es geht nur ums Gewinnen. Wir denken, weißt, wir können ein bisschen Netzwerke, ein bisschen Genau, wir Leute wollen kennenlernen und so, Netzwerken, aber wir hätten einfach sollen, wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht mit dir von Swiss Influence Awards einen Tipp geben oder so, Mhm. aber ich glaube, das machst du am besten vielleicht vor der 6 Uhr. Ich Oder, habe das Gefühl, du musst am Nachmittag kommen oder so. oder du musst einfach länger bleiben, das haben wir auch nicht gemacht. Kaum haben wir ja... Ja. Ja, aber ich kann so hören sagen, länger bleiben hat sich nicht so gelohnt, weil zum Network und so weiter, die Leute sind schon. Ich habe gehört, schreiben, wer dort war, ich weiß nicht, die Leute sagen, es ist nicht so viele Leute rum gewesen nachher und so. Viele sind gegangen und ja. Aber eben so mit der Szene ein bisschen... Network. Hey, grundsätzlich finde ich es ein schönes Event, weißt du? Weil ich meine, es kommt ja immer mehr und mehr Creators, immer mehr Leute, die Content machen. Mhm. Jetzt ist mal wirklich auch eine fette Bühne, wo kannst dafür gewürdigt werden. Aber ich habe so das Problem mit, wenn du so Brands machst und dann nimmst du einfach so der grösste Detailhandler ist in der Schweiz, die Kantonspolizei Aargau, Mhm. und dann nochmal etwas so. Schweizer Armee. Ja, also das sind so Leute, Ja. zweimal der Staat, also eigentlich 3-mal der Staat, Alter. Oder zweimal, Ja. zweimal der Staat und einmal. Und was ich mehr sagen will, ist, so wie ihr es auch kennt, ich sage wirklich anständig jetzt, weil Bro, ich bin heute auf Happy Trip. Mhm. So wie ihr es auch kennt, für Creators wie mich oder Podcaster wie mich und Josh oder andere, die vielleicht nicht immer in Radar von anderen kommen und uns gerufen haben, so würde ich vielleicht mit dem genau gleichen auch würde ich vielleicht auf Brands gehen. Es gibt sehr viele Leute in der Schweiz, die noch vor Content Creations schon angefangen mit Brands, weißt du? Ob es jetzt Kleidermarke ist, ob das jetzt irgendein Dropshipping-Scheiß ist, was auch immer, Bro. Es gibt Leute in der Schweiz, Bro, die fett etwas aufbauen wollen. Mhm. Und ich glaube, die würden sich auch mega freuen, Bro, wenn sie würden auf so einer Bühne mit all diesen Leuten und all diesen Marken wird Anerkennung bekommen. Ich sage jetzt echt mal eins, Bro. Der Name, der jetzt immer überall rumgeht, so Finelli Clothing und so, Brüllenmarken, Sneaker-Läden, die aufgehen, wo Leute sich Schweiß und Herz, Schweiß und Blut investieren. Und ich habe das Gefühl, eben für das zweite oder das dritte oder das vierte Mal, ich weiß nicht, wie lange es schon geht, ist sicher auch okay, weißt du, ein bisschen Reichweite und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, es gibt Brands, Bro, die sind am Hustlen, Bro, wie jetzt so ich und du, weißt du, Garage-Style, so ein bisschen der. Das finde ich ein sehr guter Punkt, ja klar. Aber eben auf der anderen Seite ist auch wie so Brands sind Brands. Ja. Und da ist glaube ich auch relevant, wer kann am meisten Geld investieren in Social Media. 100%, ja, eben. Ich meine, Schweizer Armee, Bro, also Schweizer Armee und also Capo ist einmal Image verbessern und Rekruten. Die Schweizer Armee ist genau das gleiche auch, Bro. Sie suchen ja auch Leute für die Armee. Die sind einfach auch der Dings gewesen. Bro, ich bin letzte 2 Monate bin ich an 2 so Festivals gewesen. Einmal Hero Fest und einmal jetzt Swiss Influence. Einfach, Bro, mit zweimal Militär gewesen. Ja. Die sind jedes Jahr irgendwo. Ja, die wollen schon. Noch kurz zum Swiss Influence Award. Gib ihm. Weißt du, was ich mir auch überlegt habe? Ich habe in letzter Zeit viele Menschen kennengelernt, die ich in den letzten 2 Jahren in diesem Podcast auch als mich geäußert habe, dass ich sie nicht cool finde oder Ja. dass ich sie vielleicht nervig finde oder whatever. Das ist noch Liebsheit, ja. Aber also ich meine, In die Richtung, ja. es gibt auch Leute, die nicht ganz klar als was auch immer betitelt. Ja. Aber dann habe ich auch Leute gesagt, zum Beispiel, der ist so ein Schweizer oder weißt, der ist so ein dies und das und keine Ahnung. Ja.
Und wir haben... Erzähl, wer hat dich überrascht? Wer hat... Bruder, es hat mich ein paar Leute überrascht in letzter Zeit. Ja. Einen wollte ich gar nicht sagen, weil ich plan, dass die Person mal in den Podcast kommt. Aber eine andere Gruppe, oder eine Zweiergruppe, die mich sehr überrascht hat, ist die Thronsitzung, Bro. Ah, ja? Wirklich sehr. Bro, ich habe sie haben das Video gemacht, die mir gesagt so, hey, all die denken, wir hassen uns gar nicht und so. Ja. Und dann ist mir irgendwann mal später die Folgen sind gekommen, Ja, genau. wo wir gegen sie ja Geschossen haben. haben. Beziehungsweise, was wir gesagt haben, ich habe es ja. nicht mehr gehört. Das ist 2 Jahre her, Bro. Das ist, glaube ich, ganz ehrlich, das ist, glaube ich, die am inhaltlichste Kritik, die wir je gemacht haben. No? Damals. Die am inhaltlichsten. Druck. Ja, fucker. Nein, nicht der Wissen. Eine Kritik, die wirklich inhaltlich war und nicht so. Also, willst du konstruktiv, willst du das sagen? Sorry, ja, Ich konstruktiv. frage. Ja, sorry. Ist schon gut, es muss ich ist- sorry sagen. Ja, für die Zuhörer, Bro, das nicht denken, Ja. dass ich ein dummer Sender bin. Bist Auf nicht. jeden Fall, dort haben wir ja Es ist Kritik geäußert. berechtigte Kritik. Ist auch berechtigte Kritik, ist ja Okay. easy. Genau. Also ich stehe immer, grundsätzlich stehe ich zu all dem, was ich da in dem Podcast gesagt habe, pauschal, fast zu allem. Mhm. Ich bin aber auch dafür, dass ich ganz klar sage, wenn ich einen Fehler gemacht habe Mhm. und meine Fresse zu fest aufgemacht habe, dass ich sage, ey Bro, Fresse aufgemacht. Dumm Ja. gewesen. Und was mir ja, ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, was wir ja gesagt haben, ist, dass wir das nicht so feministisch findet, was sie Ja, sagen. ja, Das ist das eine gewesen. ja. Zudem, habe ich ihr auch gesagt, finde ich immer noch so gewisse Themen, finde ich nicht so cool. Ja, Auf der anderen Seite ist es eben auch immer schwierig, glaube ich, weil ich glaube, wenn du eine Frau bist, wirst du, glaube ich, schärfer kritisiert. So, oder? Und ich glaube, das muss man schon auch sagen. So, das ist einer Punkt. safe, ja. Der andere Punkt, den ich sehr wichtig finde, ist, wieso, dass wir ja so gesagt haben, ja, eben, die werden voll backupt von Energy, sie werden bezahlt für das und das hat uns ja damals auch ein bisschen hässig gemacht, oder? Im Sinn von, wir machen das for free und Hässig würde ich jetzt nicht sagen, hässig bin ich nie gewesen auf die, aber nein, es nicht ist so hässig, mehr so aber wir haben das gewesen, kritisiert. ja, weil sie sind so neu gekommen und wir so, ein riesen Team, ist gewesen. Ja, genau. Und jetzt, wo ich mit ihnen geredet habe und mich austauscht habe, so, was stimmt, ist ja, dass sie ein Sales-Team haben, Ja, fix. wo Darf man quasi- das? Egal. Ja, also die ist ja normal beim Radio, hast Ja, du ja, ein Team, fix. wo Sales macht, also wo Werbung sucht. Aber sonst sind auch am Hustler, sind auch alleine das am machen. Weißt du, und wir haben sie kennengelernt und ich muss auch sagen, das sind 2 wirklich geile Sachen, Bro. Fix, also wir haben sie kennengelernt. Ich habe mich darauf gefreut, weil das erste Treffen war ja eigentlich so im Exil, sein Geburtstag. Bro, und ich weiß nicht wieso, aber also ich verstand, logisch, sorry, ich verstand wieso. Leute haben so gesagt, ihr gewinnt gegen die sicher und so. Leute haben sowieso, sind so gewesen wie, jetzt könnt ihr gegen Konkurrenz quasi, weißt du? Genau, was ist genau passiert? Es war das Podcast-Battle gewesen. Genau, also ich und Josh gegen sie zwei von der Thronsitzung. Und Bro, ich habe mich auf den Abend gefreut. Du hast mich einfach so, Bro. Und ich so, Bro, ich mich weißt wie, man. Spiele dumm, lustig haben. Wird sicher lustig mit ihnen und so. Mhm. Und dann haben wir sie ja kennengelernt und 2 richtig lustige, unterhaltsame Leute, wo ich mich mega freue, sie irgendwann mal dürfen, also bald hoffentlich, dürfen auch als Gast im Podcast willkommen heißen. Genau, wir das Weil ich has ganz ehrlich, dann wenn es so wie ist, ich habe es sehr lustig gefunden mit ihnen reden. Ich weiß nicht. Absolut. Die sind einfach so, wie soll ich sagen, Bro, ich meine schon, das, was wir da ja reden, sagen wir so, wir öffnen uns, wir lassen Teil von uns, also Leute Teil von unserem Leben haben. So, Bro, die schießen auf alles. Ja. Die Kunde sagt einfach so, ja, mein Ex hat, ich habe das von meinem, ich habe die Krankheit von meinem Ex gesagt, Ja, krass. aber das ist genau, was ich wollte sagen. Ja. Zum Beispiel mir, oder wie ich bin ich auch völlig am Übertrieben, aber Ja. ich wollte wieso sagen, ich glaube, das muss auch klar sein, oder? Wir werden von der Mehrheit, bitte lache mich nicht aus, ich das sage, wir werden von der Mehrheit gelesen als so die coolen Typen. Ja, Bro, du kannst schon den Kopf schütteln, aber so anscheinend können wir sich Sachen selber machen. Kunden ist richtig uncool. Ich weiß, Bro, ich weiß, darum habe ich gesagt, lache mich nicht aus. Ja. Aber ich wollte damit sagen, wir kommen mit Sachen durch, die zum Beispiel andere nicht durchkommen. Ja. Wir haben uns ein gewisses Standing aufgebaut. Wir haben uns, Ich sage, hätten wir nie von Anfang an jeder als Vorsatz betitelt, hätten wir das nie erreicht. genau, oder? Und ich glaube zum Beispiel, dass es absolut eine Inhaltsfrage ist,
so Ja. was du sagst. Aber andererseits auch, wir haben es ja auch selber gemerkt, wo wir einen Bro, unser gemacht Inhalt haben. ist auch ab und zu problematisch. sag ich Genau. dir. Und wo wir einen Aber Podcast, das hat sich lieb uns. wo wir einen Podcast gemacht haben, wo wir nachher quasi für die Frau oder der Frauen gegeben haben wir ja selber gemerkt, so die Folge, wo um Weltfrauentag gegangen ist und Feminismus gegangen ist, Themen, über die ich und du auch sehr oft reden, haben wir das Mikrofon dort an 3 Kolleginnen gegeben. Genau, ja. Und diese Folge hat pauschal im Internet mehr Hate bekommen, Also sie hat einfach pauschal Hate bekommen, ja. oder? So, Ja. und wir bekommen ja fast kein Hate über. Ja. Einverstanden? Safe. Und ich wollte damit sagen, Ja, ja. Ich wir weiß, müssen was du auch, meinst. wir müssen Ja. auch unsere Privilege, Safe. unser Privileg checken. So, weißt du, wir haben auch das Privileg, dass wir über problematische Sachen können reden oder Scheiß können rauslassen, wo dann den Leuten weniger Scheiße überkommt. Bro, es ist halt auch, also ich sag dir ganz ehrlich, ich und du können über Sex reden und über was wir erlebt haben, Ja. was wir schön finden, was wir lustig finden. Es würden sich weniger Leute ab uns aufregen, als wenn es Frauen würden machen. Genau, oder? Und bei diesen zwei zum Beispiel spezifisch, unabhängig vom Inhalt, aber Ja, wenn wir nur mal über das Thema Sex reden, ja. kommt es schneller billig über oder Ja, wird ja, schneller safe. billig gelesen von den Ja, Menschen. ja. Aber es sind geile Sachen und sie kommen sicher bald. Dara und? Schau, Karin? stark. Hast du am Anfang auch ein Verwechslungsproblem gehabt? Aber das bin ich allgemein. Du hast ein bisschen das Problem. Ja. Was? Ich habe Aha, sorry. Ich schaue dick, was ist da? Nein, ich hatte Dara immer Mara gesagt. Ja. Das hat sie so hässlich gemacht, aber nicht extra. So. Nein, ich finde sie lustig. Keine Sie heißt ja Dara Masi. Ja. Anders Amasa. Und ich Was? habe ihm gesagt Mara Dasi. Aha. Oder so. Da sie, okay. Wegen Dara Achtung! Mara. Und was ich noch zu der Swiss Influence Award sagen ist, ich finde es auch schön, dass Creators von verschiedenen Nischen oder verschiedenen Kategorien dort sind. Ja. Bro, wenn du den Dings kennengelernt, du kannst mir helfen. Nein, sag du. Sag du, ich traue mich jetzt den Namen sagen. Also, was wer meinst du? Bro, du weißt. Beschreib ihn mal. Bro, der Beschreib ihn mal, wie Der- er aussieht. Jesus-Politiker auf Instagram. Oh! Oh! Finanzfabio. Spaß. Der Jesus-Politiker auf Instagram, er ist ein Finanzfabio. Aber den haben wir auch gesehen. Der Flavio Gasset. Fly. Okay, der nicht aber ja, in dem Fall. Der Flavio kann gerne geile sich. Oder Flavien. Ja, mit dem auch so unterhalten, so eben zum Beispiel Der Fla. so Erwartungshaltung von Community, dass immer etwas von dir erwartet und so. Keine Angst, bin nicht überall gehatet. Mir hat einfach gesagt, es ist nicht ohne. Mhm. Und ja, keine Ahnung, Alter. Ich habe den ganzen Award, er ist verdammt geflogen. Also ich habe das Gefühl, bis am 7., bis bevor 7:30 bis Verleih angefangen hat. Mhm. Ich habe das Gefühl, die Zeit vom 7:45, wo wir reingekommen sind, bis 7:30 ist länger gegangen als vom 7:30 bis 9. Ja, stimmt. Bis jetzt sind wir immer rumgelaufen, mal dort Heu gesagt, mal dort ein bisschen geredet und so. Ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, wir sind nächstes Mal wieder dabei oder irgendwann mal wieder. Coole Leute, coole Event. Organisatorisch hast du ein bisschen gemerkt. Ich habe eher das Gefühl, dass weil es einfach viel zu viele Leute sind, dass ich ein bisschen überfordert sind. Ich habe das Gefühl, wenn so ein paar hundert weniger gekommen wären, wäre es sicher einfacher gewesen für Du alle. bist auf einem sehr pazifistischen Trip gerade, gell? Was ist pazifistisch? Du bist so Friedens... Fix, Bro, ja. Ich habe nicht so viel gepennt und nicht so gut orientiert. gepennt und es ist noch nicht so viel zum Leute haten oder zum sagen, Wie was mich kommst du nervt. eigentlich klar mit früh aufnehmen? Ey, ich habe mir echt Sorgen gemacht, dass es Trash wird, weil eben bis ehrlich, ich habe das noch nie gehabt mit dir, verwacht und dann gerade reden wir über Ja, alles das mögliche, was stimmt. Gott belastet. Stimmt. Aber seit unseren Pause ein bisschen gute Revue passieren lassen, habe ich mir so ein bisschen Grundpfeiler mitgenommen für ein gutes Gespräch. Ja. Wenn das Gespräch gut ist, ist auch der Podcast gut. Das stimmt. Und wir haben, es schreibt uns ja viel, oder schreiben uns Leute so, hey, ich habe keinen roten Faden und das ist ein bisschen Voll. wir. Und Das sind wir, Bro. das sind wir, glaube ich. So, ich finde es zwar schön noch, oder interessant. Also ich has sorry. Das Okay. ist das beste Beispiel. Danke vielmals. Eben, ich glaube, ich stelle mir vor, wenn du den Podcast hörst, oder? Dann willst du vielleicht über etwas lernen. Oder du weißt, um was geht es in dem Gespräch. Oder? Und jetzt haben wir angefangen mit Rebenlichtli, Mhm. sind dann irgendwie gelandet bei, ich weiß es gar nicht mehr.
Vorher sind wir zu anderen Sachen mit Älteren. Dann sind wir Kurt, da haben wir noch irgendetwas. nachher Chur, Dezibel Rechts. und so weiter. Genau, stimmt. Also es ist ja schon ein sehr sprunghaft Ja, momentan. ja. Aber ich glaube, es ist auch okay. Ey, das Wichtigste ist für mich, dass es ein Gespräch ist. Und unsere Gespräche sind einfach ohne roten Faden. Also mehrheitlich ohne roten Faden. Weil wir sind am Reden und du redest über irgendetwas und du redest 5 Minuten etwas und in diesen 5 Minuten fällt das Wort Döner. Ja, das Und stimmt. dann, wenn du fertig bist, sage ich, wow, Bro, gestern übrigens bin ich beim neuen Laden gewesen, kennst du den? Und dann Ja, bin ich stimmt. völlig weit weg von dir. Du hast angefangen zu erzählen, wie stressig es in deinem Geschäft hast und die Leute dich stressen zum Beispiel und ich komme einfach mit dem Döner. Also, ich muss auch sagen, Bro, es ist besser als früher. Ja, das stimmt. Und es muss auch von mir aus viel besser sein, weil Ja. es wird ja immer noch, es wird immer noch ein Gespräch sein, wo ich und du das Gefühl haben, wir hocken da und wir reden miteinander. Es ist nicht irgendwie so, Cam, Mike, jetzt müssen wir liefern. Checkst du? Das stimmt. Das Weil stimmt. so ist es von Anfang an gewesen, und so haben wir von Anfang an eigentlich unser Gespräch geführt und so wird es immer auch sein und so wird es auch immer gut kommen. So, zum Abschluss Ja. habe ich noch eine letzte Geschichte, die ich dir erzählen will. Ja. Und ich glaube, die Geschichte hat Potenzial, vielleicht, dass du weiter darüber machst. Okay. Aber nimm sie einfach mal auf. Okay, ja. Und tu mal judgment-free über das Okay, reden. Ich okay. muss noch etwas probieren. Mhm. Nein, oder du hörst auch nichts. Momentan nicht, nein. Okay. Egal, dann tue ich das nachher einspielen. Okay. Aber was ist passiert? Ich bin am Gurten-Festival gewesen, vor ein paar Monaten schon. Mhm. Und wenn du dich erinnern kannst, in der Zeit, wo es mir nicht so gut gegangen ist, mal ganz kurz. Okay. Mhm. Was mir nicht so gut gegangen ist, habe ich sehr viel Nähe und Liebe in der Musik gefunden. Mhm. Für mich ist Musik ein Heilungsprozess, finde Mhm. ich. So. Ich habe auch die Playlist, haben wir schon darüber geredet. Die Der lasse ich- Heartbroken Playlist. Genau, oder die Late Night Drive Playlist. Dusch-Playlist, beste. Ja. Und zum Beispiel, ich habe gemerkt, ich höre die Playlist. Früher habe ich sie einmal am Tag mindestens gelost. Jetzt höre ich sie alle 3-4 Monate mal. Die traurige Playlist. Das ist auch ein gutes Zeichen. Und das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen, oder? Das zeigt mir, es geht mir gut. Ich habe weniger den Need, zum melancholische Sachen zu hören. Ja. Es geht mir allgemein in letzter Zeit mental health-mäßig, es geht mir sehr gut. Mann. Danke vielmals, Bro. Nein, es geht mir Applaus. wirklich sehr gut. Ja, geht's auch. Die besser als. Dir ist es auch mal lang nicht so gut gegangen, Ja. aber das gehört alles dazu. Aber ich bin am Gurten-Festival gewesen und ein Grund, wieso ich unbedingt wieder ans Gurten gehe, ist Michael Kiwanuka gewesen. Mhm. Michael Kiwanuka ist für mich, ich habe das gestern gerade besprochen mit meiner Freundin. Für mich ist in 50 Jahren schaut man zurück und sagt, das ist ein Klassiker. Okay. Das ist ein 2020 Klassiker. Okay. Und ich habe ein Lied, das habe ich so oft gelesen, was mir wirklich schlecht gegangen ist. Ich habe das gelesen, wenn ich traurig war und Auto gefahren bin. Ich habe das gelesen in der Nacht, wenn ich einfach wirklich gewusst habe, ich muss heute brüllen. Ich habe das gelesen in Zeiten, wo ich einfach kann wollen, etwas fühlen so. Mhm. Und für mich ich bin sehr oft allein gewesen mit dem Song. Weil irgendwie hat keiner gewusst, wer das ist. Mhm. Und das war sehr ein intimer Moment gewesen, wie du hörst das für dich. Und dann bin ich ans Konzert gegangen. Und das ist das Schöne an Konzert. Das ist, warum ich liebe an Konzert gehen. Weil eine Gruppe von, sagen wir mal, 300 Menschen hockt da oder nein, steht so Ja. und hört gemeinsam Musik. Mhm. Und jeder erlebt das individuell für sich. Ja. Der andere Bindung zu dem Lied hat, ja. Eine andere Bindung, danke vielmals, zu dem Lied hat. Und dann passiert an mich so Synapsen, so Synergien ergeben sich. Und ich habe das Lied, er hat das Lied gespielt. Ich kann es anfangen zu singen aus vollem Herz. Ich drehe mich nach rechts. Ein anderer Dude. Bro, er ist eher so, ich sage jetzt mal,
Durchschnittkörper gewesen, so. Er ist in dem normalen Bereich von mir aus. Er hat kurz geschorene Haare gehabt, Bro. Seine Freundin war neben ihm gewesen, hinten. Meine Freundin war neben mir gewesen. Und er hat das aus voller Lunge gesungen, Bruder. Und ich habe das aus voller Lunge gesungen, Bruder. Und ich habe in seiner Art und Weise, wie er das singt, habe ich so gemerkt, fuck, der Bro hat auch eine Verbindung zu dem Lied. Ja. Bruder, wir haben uns, das Lied geht 7 Minuten lang. Puh. Und wir haben das Lied, wir haben uns wirklich umarmt, Bro. Und wir haben das, ich weiß nicht, wie er heißt. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wer es ist, Bro. Jab. Aber wir haben uns gegeben, Bro. Yeah. Wir haben das Lied zusammen gesungen, wir haben das Lied zusammen gefühlt. Und das ist für mich so eine Core-Memory. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist eine schöne Erinnerung. Wieso sollte ich wegen dem auslachen, Bro? Keine Ahnung, Bro. Es gibt Möglichkeiten, wo du Schweizer darüber machen kannst. Nein, Bro, das ist doch etwas Schönes. Aber es war etwas absolut Schönes, gewesen, Bro. Ja. Es hat mich so krass berührt, ich würde das nie vergessen. So. Ich weiß nicht, wie der Dude heißt. Ja. Ich weiß nicht, was der Dude durchgemacht hat. Mhm. Oder auch nicht. Aber ich weiß nur, wir sind zusammen da gewesen, wir haben das zusammen gelost. Und wir haben in dem Haufen von Menschen, die das gelost haben, die unsere eigene Geschichte gehabt, aber wir haben in diesen 7 Minuten haben wir auch eine gemeinsame Geschichte gehabt. Schön, Mann, schön. Und das ist absolut die Core Memory. Und ich würde gerne nicht das Auto laufen lassen heute, Mhm. sondern ich würde gerne den Podcast so jetzt beenden Ja, und den Song laufen lassen ja. und einfach durchlaufen lassen. Und wenn ihr Bock habt, hört das Lied. Schaut, was es mit euch macht. Und wenn nicht, dann ist es auch okay. Ja, ist auch okay, ja. Kann ich in dem Fall. Ist das in Ordnung für dich? Fix, nächstes Mal lasse ich etwas laufen, was mir cool Also gefällt. komm, machen wir. Okay, also, Bro, danke fürs schöne Gespräch. danke dir. Und ich wünsche dir, ich wünsche euch allen da draußen einen ganz schönen Tag. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Schaut ganz gut auf euch. Kuss. Standing out, calling all the people here to see the show. Calling for my demons not to let me go. I need something, give me something wonderful. I believe she won't take me somewhere I'm not supposed to be. You can't steal the things that God has given me. No more pain and no more shame and misery. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. Love and hate. How much more are we supposed to tolerate? Can't you see there's more to me than my mistake? Sometimes I get this feeling makes me hesitate. I believe she won't take me somewhere I'm not supposed to be. You can't steal the things that God has given me. No more pain and no more shame and misery. You can't take me down.
take me down.